In den 90er Jahren hat es eine bekannte Fernsehwerbung gegeben von der Sparkasse in Deutschland, wo sich zwei alte Bekannte nach langer Zeit wieder getroffen haben und so ein bisschen über die Sachen austauscht haben, die sie im Leben erreicht haben. Und der eine sagt, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und der andere hat natürlich das grössere Auto und das grössere Haus und das grössere Boot und noch vieles mehr obendrauf. Eben, mit der richtigen Bank kann man Grosses erreichen. Einmal das war die Aussage dazu mal. Vielleicht erinnert ihr euch, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Erinnerst du dich noch an den Lebensplan, den du hast als Kind oder Jugendliche? Was du dir vorgestellt hast, wie das Leben mal wird sein, wenn du erwachsen bist. Vielleicht eine gute Lehrstelle finden, einen coolen Job, den richtigen Partner, die richtige Partnerin, eine Weltreise machen, eine Familie gründen, 2 Kinder, ein Mädchen und ein Bub oder ein Bub und ein Mädchen, ein Eigenheim, im Beruf erfolgreich zu sein, gesund und munter älter zu werden. Es ist sehr gut möglich, dass es dir so geht wie vielen Menschen und irgendwann im Verlauf vom Älterwerden die Realität und der Traum immer mehr auseinanderklaffen. Und etwa die Mal landen wir dann eben auf dem sogenannten Härteboden von der Realität. Unser Leben entwickelt sich oft nicht nach Plan. Das habe ich müssen erfahren und ich denke, du kennst auch so Situationen. Wo vielleicht früher oder später der Moment kam, wo du gemerkt hast, das, was du gedacht hast, kommt nicht so, wie es ist. Vielleicht sogar noch ein bisschen extremer. Vielleicht bist du nicht nur auf dem Boden der Realität gelandet, vielleicht hat es sogar durch einen Schicksalsschlag den Boden unter den Füßen weggezogen. Auch solche Erfahrungen gehören zum Leben. Wir wissen alle, das Leben besteht nicht nur immer aus eitel Sonnenschein, wo alles schön ist, sondern es gibt auch so Wüstenzeiten, trockene Momente, Abschnitte in unserem Leben. In der Fastenzeit, das heisst in diesen 40 Tagen auf Ostern hin, beschäftigen wir uns das Jahr mit dieser Serie «Erfrischt durch die Wüste». Und wir entdecken gemeinsam, was in der Bibel so alles steht und was wir davon lernen können für unser Leben und für unsere Wüstenzeiten in unserem Leben. Und die ersten 2 Wochen haben einen speziellen Fokus gelegt auf freiwillige Wüstenzeiten. Auf freiwilligen Verzicht einerseits Verzicht auf Nahrung, Fasten sagen wir dem, als auch eine Form, um irgendwie eine gute Antwort zu geben mit unserem Leben, mit all unseren Sinn, mit unserem ganzen Sein. Oder letzte Woche als Verzicht, bewusster Verzicht, Abstinenz kann man auch sagen, vielleicht von Konsum oder von Ablenkung, wo manchmal auch den Fokus von unserem Leben ein bisschen auf Materielles oder auf Besitztum verschieben können. Und die 2 Themen haben es mit die Schwarzen getroffen. Ich weiss nicht, wie es euch gegangen ist in eurem Umfeld, aber in unserer Small Group letzte Woche hat es intensivste Diskussionen gegeben. Und ich bin ganz ehrlich, ein bisschen geschmuch worden, ist mir schon auch, wo wir dann so darüber diskutiert haben, ob es jetzt vielleicht nicht dran wäre, das eine oder das andere in die Realität umzusetzen. Ich bin dann nicht ganz on gewesen, für das Handy am 8 Uhr ins Handybett hineinzulegen. Neben den bewussten Zeiten vom Verzicht gibt es aber auch eine andere Art von Wüstenerfahrung in unserem Leben. Was ist dann, wenn wir unfreiwillig auf Sachen verzichten müssen? Wenn wir Mangel erfahren? Was, wenn sich unser Leben wie eine trockene Wüste anfühlt? Zum Beispiel ein unerfüllter Partner oder Kinderwunsch. Vielleicht eine Krankheit. Der Verlust von einem lieben Menschen. Eine zerbrochene Beziehung. Arbeitslosigkeit, knappe Finanzen, Sorgen, Zukunftsängste. Unfreiwilliger Verzicht kann sich in unserem Leben wie ein Mangel, wie Bedrohung oder wie ein Kontrollverlust anfühlen. Solche herausfordernde Situationen sind manchmal auch wie eine Wüste. Eine Wüste um uns herum, wo wir uns nicht so ausgesucht haben. Und wo wir vielleicht am liebsten hätten, sie wäre möglichst schnell wieder vorbei. Es gibt aber nicht nur die Wüste um uns herum, sondern manchmal auch die Wüste in uns drin. Phasen, wo sich vielleicht unser Leben dunkel anfühlt, hoffnungslos, einsam.
Solche Wüstenerfahrungen, innere Wüstenerfahrungen, können manchmal im Zusammenhang stehen mit den Umständen, mit schwierigen Lebenssituationen oder Schicksalsschlägen, manchmal aber auch nicht. Manchmal können sie unabhängig davon auftreten. Wir werden heute ein bisschen mehr einen Fokus legen auf die Wüste um uns herum. Ich möchte aber diesen Moment nutzen, um dir Mut zu machen. Wenn sich bei dir so Symptome zeigen von einer Wüste, die sich anfühlen wie ein Symptom von einer Depression oder von anderen psychischen Leiden, das nicht auf die leichte Schulter zu nehmen und dir Hilfe zu suchen. Gerade das Gespräch mit dem Hausarzt oder mit der psychologischen Fachperson kann mega helfen, zum Schritt machen auch in einen Gesundungsprozess hinein. Wir werden uns noch ein bisschen mehr mit dieser Wüste in uns beschäftigen, in einer Bibelserie zum Elia im Frühling. Der Vergleich von der Wüste, das ist ja das Bild, das die Bibel braucht, um Lebenserfahrungen zu beschreiben, kann uns helfen dabei, Worte zu finden für schwierige Erfahrungen in unserem Leben. Vielleicht das irgendwie einzuordnen, zu beschreiben, wie es uns geht, wenn das Leben eben mal anders kommt. Es ist ein bisschen so, als würde die Bibel uns zeigen, wie Menschen, wenn sie in die Wüste hineingeführt werden, eben äußerlich und innerlich Prozesse durchmachen. Ein Hagar, der in die Wüste flüchten muss, ein Mose, der 40 Jahre in der Wüste verbringt, das Volk Israel auf seiner Wüstenwanderung, der David, der muss flüchten vor dem Saul, oder Jesus, der in die Wüste geführt wird vom Heiligen Geist und dort 40 Tage fastet, bevor er seinen öffentlichen Dienst antreten tut. Es sind alles so Bilder, die versuchen, auch innere Prozesse zu beschreiben. Die Wüste steht als Bild für die Erfahrung von Hunger und Durst. Nicht nur körperlichem Hunger und Durst, sondern auch deren Erfahrung von der Seele, wenn sie in unserem Herzen eben trocken ist. Und wir haben auch schon in einer Predigt von Dani Weber zum Thema Durst gehört, anfangs von diesem Jahr. Die Wüste kann so ein Bild sein dafür, für Situationen, wo wir uns innerlich trocken und leer vorkommen. In der Wüste reduziert sich das Leben aufs Nötigste. Und wir werden mit der schonungslosen Wahrheit konfrontiert. Dort kann man nichts mehr kaschieren, kein Ausweichen, keine Ablenkung, kein auf die Seite tun. Die Wüste ist oft auch ein Ort der Enttäuschungen. Enttäuschungen. Also Moment, wo wir merken, dass wir enttäuscht worden sind über Sachen in unserem Leben. Vielleicht über uns selber, über unseren Charakter. Vielleicht aber auch über die Kontrolle, die wir vermeintlich hatten. Oder alles im Griff, bis man plötzlich merkt, ja, wenn das Leben dann den einen oder anderen Haken schlägt, sieht es plötzlich anders aus bei uns drinnen. In der Wüste kommt zum Vorschein, was vielleicht in anderen Lebensabschnitten nicht so sichtbar war. Was wir wirklich glauben, auf was wir wirklich vertrauen, wenn eben dann einmal die Sicherheit nicht mehr so gross da ist, wie es um unseren Charakter steht. Oder wie wir mit schwierigen Emotionen wie Trauer, Wut, Enttäuschung, Angst oder Scham umgehen. So Wüsten, so unfreiwillige Wüstenzeiten in unserem Leben, die können selbst verschuldet sein. Wenn wir es selber ins Elend hinein manövriert haben. Ich denke da zum Beispiel an Mose, der den Ägypter erschlagen hat und aufgrund von seinem Versagen und von seinem Fehler hat müssen flüchten in die Wüste. Es gibt aber auch vielleicht Momente, wo man unverschuldet durch einen Schicksalsschlag, durch etwas, wo in unser Leben hineingekommen ist, in so eine Wüste hineingetrieben worden sind. Denkt da zum Beispiel an die Hagar, die musste flüchten, die vertrieben worden ist und dann in der Wüste gelandet ist. Und darum denke ich es mir mega wichtig, dass wir Wüstenerfahrungen in unserem Leben nicht einfach romantisieren tun. Vielleicht passiert das manchmal ein bisschen, oder? Mit dem Trendfasten. Hast du auch noch gut ein bisschen Figur, oder? Und man denkt sich dann, ja, ist ja eigentlich gut, geht ein bisschen weniger, ist besser. Aber die Wüste, sowohl die freiwillige Wüste als auch die unfreiwillige Wüste, ist, wenn wir das Bild richtig uns vor Augen nehmen, eigentlich etwas extrem Bedrohliches und etwas Gefährliches. Und so kann es sein, dass in solchen Zeiten in unserem Leben, egal ob wir die freiwillig gewählt haben oder unfreiwillig gewählt haben, Themen aus unserem Innersten unten raufkommen, wo wir vielleicht gar nicht so im Blick haben. So ist es mir gegangen, eben in Zeiten der Stille. In Zeiten, wo man mal die Ablenkung auf die Seite tut und sich plötzlich mit sich selber, mit dem Frust, mit der Ängsten, mit den Sorgen muss beschäftigen, wo man so gut kann betäuben, wenn man sie auf die Seite tut. Oder manchmal vielleicht ein Schicksalsschlag,
plötzlich zeigt, was alles da in meinem Leben auch noch mitschwingt und drin ist. Wüstenzeiten können extrem bedrohlich sein. Auch wenn die schwierigsten Erfahrungen von unserem Leben im Rückblick oftmals wertvolle und lehrreiche Momente sein können, sind sie im Moment, wenn man drin steckt, im Normalfall vor allem einfach schwer und schmerzhaft und bedrohlich. Und manchmal haben wir dann so den Wunsch, wenn wir das miterleben in unserem eigenen Leben oder im Leben von anderen, etwas Trostspendendes zu sagen. Und wir flüchten uns dann so in den tieferen Sinn. Kennen ihr das? Wie schnell das passiert, dass wenn etwas Schwieriges in unserem Leben ist, dass wir dann so Sprüche sagen, wie zum Beispiel, alles passiert aus einem Grund. Oder was einem nicht umbringt, macht einem stärker. Das stimmt. Gott hat die Möglichkeit, dass aus dem Mist von unserem Leben, aus den Schwierigkeiten, aus den Dünger, aus den entstehen kann, etwas Gutes wachsen kann. Aber so Aussagen oder vielleicht auch der tiefere Sinn, der Suche nach dem tieferen Sinn, von dem, was mir passiert, das Schwierige in meinem Leben, ist eben irgendwie nur so halb wahr und so halb richtig. Das heisst noch lange nicht, dass Gott das so hat wollen, wie es gekommen ist. Und es hat noch lange nicht gesagt, dass es so sein musste, wie es jetzt war. Es ist mir wichtig zu sagen, schwierige Erfahrungen und schmerzhafte Erfahrungen sind vor allem zuallererst einfach mal das. Schwierige und schmerzhafte Erfahrungen. In der Vorbereitung zu dieser Predigt ist mir ein Kapitel aus einem Buch in den Sinn gekommen, wo wir im letzten Jahr schon davon hatten, in unserer Heilige Geist-Serie, vom Tyler Staton, einem amerikanischen Pastor, der über verschiedene Themen schreibt. Und ein Kapitel von diesem Buch über den Heiligen Geist widmet er am Umgang mit Leid und mit schwierigen Situationen. Er hat selber Mitte 30 eine Krebsdiagnose gehabt, Vater von 3 kleinen Kindern, und schreibt das Kapitel über das Leid dann zu einem Teil mitten in seiner Chemotherapie, die er machen musste. Und er beschreibt drin die Spannung, die sich in unserem Leben auftut, in so schwierigen Zeiten, in so Wüstenerfahrungen, die unfreiwillig in unser Leben mit hineinkommen. Und die Spannung, die sich auftut zwischen dem Glauben und der Hoffnung auf die Kraft der Veränderung, die Gott hat, und gleichzeitig dem Ausharren und Aushalten vom Leid, wenn sich eben das nicht so zeigt, wie man es betet in dem Moment drin. Ein Zitat hat mich tief getroffen. Am Leiden ist an sich nichts Edles. Manchmal tut Schmerz einfach weh. Leiden ist schlicht traurig. Und Trauer muss einfach durchgestanden werden. Wenn wir das Schwere in unserem Leben sentimental verklären, macht das nichts davon gut. Es bleibt schlecht, schlicht und einfach. Ich habe in meinem Leben gemerkt, das auszuhalten ist manchmal schwierig. Aber ja, es gibt schwierige, schwere und leidvolle Erfahrungen, die wir machen, die nicht einfach einen tieferen Sinn haben, wo man sich nicht einfach flüchten kann. Er schreibt weiter in dem Kapitel von einem jüdischen Rabbi, der gesagt hat, nachdem er seinen Sohn verloren hat, rückblickend auf die Erfahrungen, dass er auf alles geistliche Wachstum und auf alle gewachsene Tiefe verzichten würde, wo er durch die schwierige und schmerzvolle Erfahrung gewonnen hat, wenn er seinen Sohn wieder zurückhaben könnte. Aber diese Wahl gibt es halt eben einfach nicht. Unfreiwillige Wüstenerfahrungen sind nicht etwas, das wir suchen. Und doch finden sie uns in unserem Leben immer und immer wieder. Wie ich vorher schon gesagt habe, beschreibt er dann in diesem Buch Ihnen auch weiter, eben von dieser Spannung, die sich auftut. Vielleicht kennst du die auch. In deiner Krankheit, in deinem Leid, in deinen Enttäuschungen drinnen, wo du bist. Dass man irgendwo betet, dass Gott die Umstände würde verändern und gleichzeitig es muss aushalten, wenn das eben nicht so passiert. Nicht jetzt, noch nicht oder vielleicht im Leben von einzelnen Menschen gar nicht. Sie trotzdem sterben oder das Leben lang mit einer gewissen Sache leben müssen. Er schreibt dort drin und sagt, dass 2 Sachen gleichzeitig wahr sind. Der Heilige Geist erfüllt uns mit der Kraft der Auferstehung, damit wir bereits jetzt
Im schon jetzt des Reiches Gottes. Das heißt, dort, wo sich eben die Wahrheit von Gott, dass er ein Gott ist, der kann heilen und wo kann retten und wo kann befreien, in unserem heutigen Alltag schon zeigt, dass schon jetzt das Reich Gottes leben können. Und gleichzeitig, und derselbe Heilige Geist erfüllt uns mit erlösender Geduld, um das Leiden des noch nicht des Reiches Gottes zu tragen, auf das wir noch warten. In so Wüstenerfahrungen, die unfreiwillig in unser Leben hineinkommen, tun wir nicht einfach passiv resignieren, sondern wir dürfen weiterhin an dem Glauben festhalten, an den Gott, der Wunder tun kann, auch in deinem und in meinem Leben. Und voller Hoffnung und Zuversicht beten und sagen, Gott, dir ist es möglich. Und gleichzeitig ist es eben auch wahr, dass Gott die Umstände nicht immer verändert. Aber dass wir dort drinnen die Kraft von Gott dürfen erfahren, als etwas, das uns trägt, geht durch schwierige Zeiten durch. Eine geistliche Reife zeigt sich im Aber auch wenn nicht. Aber auch wenn nicht. Im biblischen Buch Daniel wird es berichtet von seinen 3 Freunden, wo sie sich hätten niederbeugen und den babylonischen König anbeten. Und sie sagen, dass sie das nicht machen wollen und die Konsequenz davon ist die Bestrafung, dass sie in den Feuerofen hineingeworfen werden, was 7-mal heißer eingeheizt worden ist, also sowieso eingeheizt worden sind. Und in ihrem letzten Bekenntnis vor dem König, bevor es dann eben in die Strafe hineingeht, sagen sie Folgendes: Unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns von der goldenen Statue niederwerfen werden. Ja, die 3 Freunde haben am Feuerofen nicht entgehen. Sie mussten durchs Feuer durchgehen. Aber in dieser Situation zeigt sich plötzlich ein übernatürlicher Vierter, der dort drinnen ist. Gott selber, seiner Gegenwart und Präsenz, die 3 durch das Feuer durch begleitet hat. Ja, in Wüstensituationen beten wir zu dem Gott der Wunder. Und wir haben es immer wieder erleben, dass Gott Umstände kann auf übernatürliche Art und Weise verändern. Und wir wollen weiter an dem Glauben festhalten, dass Gott Wunder tun kann. Ihnen ist nichts unmöglich. Aber wir leben mit dem, aber auch wenn nicht. Dann dürfen wir erfahren, wie der Vierte uns durchs Feuer durchbegleitet. Und wir vertrauen ihm, auch wenn er es nicht gerade löschen tut. Vielleicht hast du jetzt gedacht, erfrischt durch die Wüste. Tönt super, gell? Und ich weiss, im Angesicht von schwierigen Lebenssituationen kann das manchmal fast ein bisschen wie Spott tönen. Und darum vielleicht nimm es ein bisschen runter auf die Ebene von, was könnte uns erfrischen in der Wüste? Was könnten so Erfahrungen sein oder was könnten so Möglichkeiten sein, wie wir eben Erfrischung dürfen erfahren in so trockenen und schwierigen Lebenssituationen? Was könnte uns dabei helfen, wenn wir Wüstenzeiten aushalten müssen? Ich will dir ein paar Gedanken mitgeben, wie ich das probiere, in meinem Leben umzusetzen. Aber eins ist mir bewusst, man kann Lebenssituationen nicht miteinander vergleichen. Und ich will nicht das, was ich erlebe, mit dem vergleichen, was du erlebst. Ich weiss, da gibt es enorm schwierige und schwere Schicksale, die Menschen von uns tragen müssen. Aber ich wünsche mir, dass die Zusprüche Ermutigungen dürfen sein für dich, gerade auch an diesem Ort. Und dass du die Gegenwart von Gott dort darfst erfahren, wo du im Moment gerade bist. Ich werde immer wieder Bezug nehmen auf das Kapitel 8 vom Römerbrief. Es ist eines von diesen Kapiteln, wo enorm starke Worte findet, als Zuspruch und Ermutigung und Hoffnung mitten in schwierige Lebenssituationen hinein. Und der Paulus schreibt dort, getränkt auch von dem Wissen über das Wesen von Gott, über die Güte von Gott, aber auch über die Spannung zwischen dem schon jetzt sehen, was Gott uns versprochen hat und noch nicht alles in seiner Vollkommenheit zu sehen. Und so als ersten Gedanke will ich dir mitgeben, ich versuche weiter zu beten, auch in schwierigen Umständen. Es ist ein Wortspiel, ihr werdet es sehen. Ich meine mit dem verschiedene Sachen. Zum einen weiter beten. Das meint, dass man auch in schwierigen Situationen die Nähe von Gott sucht. Ich habe es immer wieder erlebt, dass es solche 2 Arten von Menschen gibt. Die einen, die im Angesicht von Leid und von Schwierigkeiten irgendwie sich
fern von Gott anfangen zu fühlen. Wo irgendwie die Fragen aufkommen, Gott, warum lässt du das zu? Vielleicht auch ein Frust gegenüber Gott. Und auf der anderen Seite Leute, die es immer mehr anziehen, auch in allem Unverstehen, die sagen, wohin sonst sollte ich denn gehen, wenn nicht zu dir, Gott? Und alles Leid und alle Fragen und alle Schmerz bei Gott deponieren, alle Sorgen bei ihm ablegen. Denke da zum Beispiel an die Klagepsalmen im Alten Testament, die zeigen, wie Menschen ihr Herz ausgeschüttet haben, auch im Angesicht von Not und von Leid und von Schwierigkeiten. Oder ich denke an Jesus im Garten Gethsemane, wo er gerungen hat, so intensiv mit Gott gerungen hat, in den schwierigsten Stunden von seinem Leben, dass er Blut geschwitzt hat. Und ich will dir Mut machen, auch in der Not und im Leid dich an Gott zu wenden, dran zu bleiben, weiter zu beten. Weiterbeten meint aber auch weiter im Sinn von in der Breite, in der Vielseitigkeit, in der Andersartigkeit. Es heisst, dass man manchmal gerade da drin auch andere Formen vom Gebet entdeckt. Vielleicht kommt man vom Klagen zum Bitten, vom Bitten zum Flehen, vom Flehen zum Ringen und vom Ringen zu der Hingabe an Gott und zum Vertrauen in Gottes Güte und in Gottes Barmherzigkeit. Vielleicht gehen einem aber manchmal im Angesicht von Not und Leid auch einfach die Worte aus. Auch das kenne ich. Manchmal sind Situationen so schwer, dass man nicht mehr weiss, was soll ich überhaupt noch sagen. Und auch das kennt die Bibel. Auch das kann Gebet sein. So lesen wir im Römer Kapitel 8 Folgendes. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Und Gott, der alles durchforscht, was im Herzen des Menschen vorgeht, weiß, was der Geist mit seinem Flehen und Seufzen sagen will. Denn der Geist tritt für die, die zu Gott gehören, so ein, wie es vor Gott richtig ist. Manchmal sind wir einfach nur da. Vor Gott. Sprachlos. Aber auch das kennt Gott. Und wenn es so geht, dann will ich dir Mut zusprechen und sagen, bleib dran. Bleib auch in dem hinein. Manchmal kann man vielleicht selber nicht mehr beten und es gibt andere, die für einen beten können. Manchmal kann man vielleicht selber nicht mehr beten, aber man kann Psalmen lesen als Formen vom Gebet, wo man Wort findet. Wo man sagt, ja, ich kann es selber nicht mehr formulieren, aber ich bete mit diesen Sachen. Weiter beten als ein Gedanke im Angesicht von Schwierigkeiten und von Not. Ein zweiter Gedanke. Gottes Antwort ist oft nicht eine Erklärung, sondern Nähe. Unser erster Reflex in der Wüste vom unfreiwilligen Verzicht ist oft die grosse Frage nach dem Warum. Gott, warum? Warum ich? Warum jetzt? Warum schon wieder? Eine natürliche Frage. Eine verständliche Frage. Wir suchen verzweifelt nach Erklärungen. In der Hoffnung, dass der Schmerz abnimmt, wenn man eben den tieferen Sinn findet. Einen logischen Sinn. Aber die Bibel zeigt uns sehr ehrlich und offen, dass Gott selten Erklärungen liefert. Ich denke an das Buch Hiob. Das Buch Hiob berichtet uns von einem aufrichtigen Mann, der extrem viele Schicksalsschläge erleben musste. Und während mehr als 30 Kapitel liest man in der Bibel das Ringen vom Hiob und seinen Freunden darum, warum ist das passiert? Die grossen Fragen, die Vorwürfe, die Hoffnungslosigkeit, die ganzen rohen Emotionen. Und am Schluss, wo Gott dann endlich rettet, antwortet er nicht mit einer Erklärung, sondern er stellt sich vor, wie er ist, wer er ist, was sein Wesen ist. Und so endet der Hiob mit dieser Erkenntnis. Bisher habe ich Gott nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt habe ich ihn mit eigenen Augen gesehen. In unseren Wüstenerfahrungen kommt es immer wieder vor, dass Gott Schwierigkeiten nicht einfach wegnimmt.
und dass wir keine logischen Erklärungen bekommen, warum das jetzt so ist. Und trotzdem berichten so viele unzählige Menschen davon, dass sie im Glauben einen Halt gefunden haben. Ein Fundament gefunden haben, das sie durchgetragen haben durch die dunkelsten Täler und durch die grösste Not durch. Dass sie einen Frieden erfahren und empfangen haben, den sie nicht mit Wort beschreiben können. Unabhängig von allen logischen Erklärungen, innerlich zu tiefst in ihrem Inneren getragen sind. Von diesen liebevollen Händen von Gott. Oder wie es der Philipperbrief sagt, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und danket ihm. Dann wird der Friede von Gott, wo all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden sind. Manchmal kommen wir keine Erklärungen über, keinen tieferen logischen Sinn für unser Leiden. Und trotzdem möchte Gott die Erfahrung von seiner Präsenz und von seiner Nähe auch dir schenken. Vielleicht gerade besonders in diesen Zeiten, wo du es am dringendsten brauchst. Ich lese wieder aus dem Römer ab Vers 36. Was kann uns da noch von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers? Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Weiterbeten, Nähe statt Erklärungen und noch einen dritten Gedanken. Es gibt eine ganz pointierte Aussage im Römerbrief. Ich verstehe sie als einen göttlichen Zuspruch im Angesicht von Leid und Schwierigkeiten. Manchmal kann Gott auch die schwierigsten Sachen in unserem Leben nehmen und etwas Gutes daraus entstehen lassen. So wie es der Josef zu seinen Brüdern gesagt hat im Alten Testament: Ihr habt Böses mit mir vorgehabt, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Paulus sagt da: Eines aber wissen wir: Alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sich ähnlich werden sollen. Ich bin überzeugt davon, das habe ich vorher schon gesagt, dass es nicht in allem Leid und Leiden drinnen einen tieferen Sinn gibt, auch nicht muss geben. Und gleichzeitig ist wahr, dass Gott aus all diesen Schwierigkeiten in unserem Leben hinein etwas kann wachsen und entstehen lassen. Das macht es nicht besser. Es macht es nicht ungeschehen. Aber es verändert vielleicht die Perspektive hin von dem, was uns fehlt, was uns weggenommen worden ist, hin in die Zukunft hinein, kann uns Hoffnung geben, dort, wo wir drin sind. Manchmal kann Gott die schwierigen und leidvollen Erfahrungen in unserem Leben hinein brauchen, damit etwas reift in unserem Herz, in unserem Inneren, in unserem Leben. Und damit wir anderen können stützen sein in ihren Herausforderungen und in ihren Schwierigkeiten. Das kann auch so eine Perspektive von der Hoffnung sein. Mitten in der Wüste. Und manchmal, und auch das sagt der Römerbrief mega klar, bleibt uns aber nur die eine Perspektive von der Hoffnung, die über unser jetziges Leben ausgeht, in die Ewigkeit. In dem Moment, wo es einmal einen Tag wird geben, wo kein Leid und keine Tränen und kein Schmerz mehr werden sein. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das ist die Perspektive vom Glauben und von der Hoffnung, zumindest in schwierigen Situationen. Ja, wir haben eine Gewissheit in unserem Herz.
auch wenn wir hier auf dieser Erde Schwieriges und Schweres durchmachen müssen, einmal wird sich der Sieg von Jesus vollkommen zeigen. Einmal wird es einen Ort geben, eine Zeit geben, wo es keine Schmerzen, kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Ich freue mich auf den Moment. Ich schöpfe Hoffnung aus dem Moment. Auszuhalten im Jetzt durch die Kraft vom Heiligen Geist. Und ich will dir Mut zusprechen. Auch im dunkelsten Tal gibt es einen Schimmer vom Licht und von der Hoffnung. Von Gottes ewiger Herrlichkeit. Vielleicht sehen wir es fängt als kleinen Punkt am Horizont. Aber mal wird es alles um uns erfüllen. Ich will dir Mut machen. Bleib dran. Bei Gott. Bleib nahe bei ihm. Klammere dich fest an ihn. Sag, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nicht los. Jesus, ich danke dir für die Perspektive von der Hoffnung in unser Leben hinein. Dass du uns nicht alleine lässt. Schon gar nicht in den dunkelsten Stunden von unserem Leben. Und zusammen als Kirche und als Gemeinschaft wollen wir die Menschen vor dich bringen, die im Moment leiden, traurig sind, Schmerzen haben, Not haben oder Mangel leiden. Die Menschen da unter uns, die Menschen auch rund um den Globus herum, dein Zuspruch ist, dass du uns nahe sein willst. Du bist der Immanuel-Gott, Gott, der mit uns ist, in allen Lebenslagen. Psalm 23, der sagt, dass du uns begleitest durch das dunkle Tal durch. Das Tal der Todesschatten. Und so wollen wir beten für die selber kein Wort mehr haben. Dass dein Frieden sie trägt. Dass du sie erfüllst mit dieser tiefen Gewissheit und dem tiefen Bewusstsein von deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit und deiner Nähe. Auch wenn die Umstände etwas anderes schreien, dass deine Stimme und dies «Ich sehe dich und ich liebe dich» lauter ist als alles aussen. Wir beten für die innerliche Wüste und Dunkelheit haben. Das Licht von der Hoffnung möge durchbrechen in ihr Herz hinein. Dass sie festheben, manchmal vielleicht mit der letzten Kraft, manchmal nur noch mit der Kraft, die du ihnen gibst, jeden Morgen neu, Heiliger Geist, zum Aushalten und Ausharren und dranbleiben. Und wir beten, dass du sie durchtreibst, Herr. Und dass du uns als Kirche und als Gemeinschaft, als Freundinnen und Freunde kannst brauchen, um an ihrer Seite zu stehen, um sie zu ermutigen, um für sie da zu sein im Moment, wo schwer sind. Und wir bitten dich, dass du die Not linderst, dass du Wunder tust. Wir glauben daran, du bist der Gott der Wunder, der heute noch Wunder wirken kann. Und wir ringen mit denen, die ringen und sagen, Herr, zeig dich. Herr, lass dein Reich und deine Wahrheit hineinbrechen ins Leben dieser Menschen. Sie dürfen erfahren, wie du heilst, rettest und befreist, heute noch. Aber auch wenn nicht, heben wir an dir fest. Mit dem Blick auf den Tag an, wo es einmal wahr werden wird, irgendwann kommt der Moment, wo alles abfällt. Amen.